Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 8. Spieltag der 2. Liga und der FC trifft auf die Truppe des SSV Ulm. Und was fällt einem zu der Truppe ein? Natürlich in Ulm und um Ulm herum. Und passend dazu sind wir ein bisschen aus der Stadt rausgefahren, in Köln und um Köln herum. Und da haben wir dieses wunderschöne Schloss Bensberg gefunden und das passt doch wunderbar zu diesem Gegner. Ja, gefunden. Ops, da ist es. Ja. Ja, und dieses Schloss, das hat eine bewegte Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es lange Zeit Internat für die belgischen Besatzungskräfte. Heute ist es ein, ich möchte sagen, über die Grenzen der Stadt hinaus bekanntes Restaurant und Hotel. Wunderschön, kann ich nur sagen. Ne? Wunderschön. Und als nächstes möchten wir uns mal ganz klar entschuldigen. Oh ja. Und zwar für das, was am letzten Wochenende in Müngersdorf passiert ist. Denn wir sind uns da schon bewusst, dass wir vielleicht auch eine kleine Teilschuld haben. Denn das Motto, so passend es war, ist natürlich so umgesetzt worden von unserer Truppe, wie es von uns nicht gemeint war. Nein, ne? nein. Also der Chancenhagel, ja, der war da. Die Torflut, die war auch da. Aber es war, sagen wir mal, ein bisschen überinterpretiert, dass man nachher dann auch noch die Schleusen nach hinten so komplett geöffnet hat. Ja, wir waren also nach 20 Minuten waren wir total stolz auf uns selber. Ne? Also Torflut, Chancenhagel, 3:0 steht es. Da haben wir gesagt, super, großartig. Jetzt muss man sagen, hätten wir besser das Tor, also das Shirt dann ausgezogen, dann wäre es vorbei gewesen. Nein, die haben das missverstanden und die Karlsruher haben es auch gelesen. Ärgerlich. Ne? Also wir haben es nicht präzis genug ausgedrückt. Ja, ne? Vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung, wir haben nun mal sehr begrenzten Platz nur zur Verfügung. Ja, ja. Ne? Also auf den beiden Shirts, meistens müssen wir so mit 4, 5 Wörtern auskommen. Und wir fanden es eigentlich recht klar artikuliert. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon richtig, man kann es auch fehlinterpretieren. Ja. Und deswegen kein Vorwurf an die Mannschaft, auch nicht an den Trainer. Nee. Das 4:4 geht auf unsere Kappe. Geht auf unsere Ganz eindeutig, wir waren da nicht präzise genug. Das konnte man auch missverstehen. Deswegen geloben wir Besserung und ergänzen jetzt quasi dieses Motto um eine, wie soll ich sagen, Präzisierung. Ja. Ne? Und bei uns steht jetzt auf dem neuen Shirt, hinten eng, vorne Peng! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Ulmer. Prösterchen, Leute. Die Ulmer, wie klingt das? Spatzen. Ne? Die Grottenulmer. Oh. Ja, so früh trinken muss Vorne geübt Peng, sein. ne, Ja, würde ich sagen. Peng. Ja, so wie wir jetzt lachen, haben wir natürlich letztes Wochenende nicht gelacht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist emotional ein bisschen auslaugend. Ne? Man kommt schwer damit klar, mit solchen... Jetzt sind natürlich auch wirklich Kröten, die wir hier schlucken müssen, in dieser Saison schon wieder. Von der letzten Saison wollen wir ja gar nicht mehr anfangen. Ja, also aber ganzes Biotop angefangen schon weg. Der HSV, dann Magdeburg, Düsseldorf und jetzt dieses Ding noch on top. Ja. Das ist schon krass, was wir Fans da gerade durchmachen. Aber wir bleiben ja trotzdem optimistisch. Ja, wir bleiben immer dabei, bleiben optimistisch, auch wenn es schwerfällt. Ne? Und glauben einfach daran, dass wir jetzt, wir würden sogar sagen, wir wetten, dass wir jetzt gegen Ulm einen überzeugenden Sieg hinlegen. Ja. Ne? Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ne? Thema Wetten, ja. Also Felix, Junge, du holst natürlich gerade richtig auf, beziehungsweise du legst richtig vor. Damien Downs zweimal getroffen, das ist sehr, sehr cool. Das ist geil, also du bist nicht nur on track, sondern also du bist ja quasi schon fast im Ziel angekommen. Fast die Hälfte der 10 Tore sind geschafft. Und das Ding wirst du gewinnen. Also du kommst um das Florian-Wirtz-Tattoo im Zweifelsfall dann doch rum. Das sieht ganz so aus und wir werden dann bei dir die Haare fegen müssen, was ich jetzt nicht so cool finde, wenn ich ehrlich bin. Aber naja Gott, ne, dann einen Tag mit dir verbringen ist ja auch eine schöne Geschichte. Machen wir gerne. Ne? So, ja, sonst hat sich nicht allzu viel getan, würde ich sagen. Ne? Also die Gladbacher haben keine Tore geschossen, wir aber 4. Düsseldorf schon wieder so glücklich gewonnen. Ja, das Sinke, kommt noch du dazu. hast ein Schwein, das ist unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Ne? Jedes Mal in der Nachspielzeit. Naja gut, lassen wir mal über die Ulmer sprechen. Ja. Nö, lass uns mal zur nächsten Extremwette kommen. Ach so, ne? Haha, okay. Denn wir haben ja noch eine. Stimmt. Und da ist sie. Extremwetter.
Hallo ihr zwei Kölsch, hier ist Heike von Fans 1991 und ich freue mich, unsere Wette heute zu präsentieren. Da, auf dieser grünen Wiese, wird die 60-Punkte-Marke geknackt und deswegen gewinnen wir. Und wenn wir gewinnen, dürft ihr einen Spieltag lang genau hier arbeiten. Andernfalls komme ich zu euch rüber und werde dann euch entsprechend mit Kölsch bespielen. Das ist meine Wette. Danke euch. Liebe Heike, was für eine wunderbare Wette. Ja. Vielen Dank dafür. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt in deinem kleinen Einspieler, weil das mein altes Zuhause früher im Osten war. Genau. Also ich habe da, glaube ich, über 10 Jahre die Dauerkarte gehabt. Auch in der ersten Reihe, also wirklich genau vor den Rollifahrern da gesessen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir da zum Einsatz kommen. Ja, das würde dann allerdings bedeuten, dass wir die 60-Punkte-Marke nicht knacken. Oh, also das Scheiße. ist natürlich völliger Blödsinn. Ne? Wie lösen wir das? Wir lösen das, glaube ich, so, dass wir auf jeden Fall irgendwie so eine Aktion machen, Ja. egal wie es ausgeht. Ja. Ne? Fakt ist, wir nehmen die Wette jetzt so pro forma mal an. Ne? Dann hoffen wir natürlich, dass, wenn wir dann da sind, dass wir dann auch von dir trotzdem noch ein paar Kölsch kriegen. Ne? Ne? Es soll ja keine Einbahnstraße Ja. sein. Ne? Du darfst uns gerne das Kölsch servieren Ja, bei ja. uns am Platz. Ja. Ne, so einen Service haben wir noch nicht gehabt, Nee. also kriegen wir schon alles hin. Das kriegen wir alles hin. Wir freuen uns sehr über diese Wette. Das ist eine coole Wette. Ja. So. Ja. Und jetzt? Jetzt reden wir über die Ulmer. Über die Ulmer? Ne? Ja, was wissen wir über die? So oft haben wir uns gar nicht duellieren können bislang. Ne? Ja, ist wirklich ein Witz. Also wir haben bisher tatsächlich nur 3-mal gegen den SSV Ulm gespielt. Davon 2-mal in der 2. Liga. Einmal im DFB-Pokal. Beide Ligaspiele gingen unentschieden aus. Das Pokalspiel haben wir verloren 1997. Und was witzig ist, wir haben also tatsächlich in der Saison nach unserem ersten Abstieg, also 98, 99, zusammen mit Ulm in der 2. Liga gespielt. Beide Spiele, wie gesagt, unentschieden. Und die Ulmer sind dann am Ende dieser Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen. Tatsächlich, die haben also ein Jahr in ihrer Vereinshistorie Bundesliga gespielt. Wir haben es dann in diesem Jahr nicht geschafft, 98, Du machst mir 99. richtig schlechte Laune gerade. Das ist ja furchtbar. Ne? Ich kann nichts Positives über die erzählen. Ja, also ich würde sagen, wir werfen den Bock Ulm. Ne? Das kann so nicht weitergehen. Spatze, Ne? Ja. Nee, das geht so nicht weiter. Und deswegen werden wir am Samstag ein ganz anderes Gesicht von uns zeigen. Übrigens, wer Ja. uns vor dem Spiel schon sehen möchte, der kann auf den Vorwiesen, wenn ich mich nicht irre, ist es ja, zum Stammtisch kommen. Da sind wir nämlich auch. Ne? Ja, das Hier mit ist- Intersport Häger, ne? Diese ja, Geschichte, genau, ne? genau. Da gibt es eine Bühne, ne? Okay. Da gibt es ein bisschen Talk und so. Und dann sind 10 wir Uhr beiden schon. Vögel. Ne? Ich weiß nicht, die wollten sich das offensichtlich verderben, das ganze Ding. Deswegen haben sie uns eingeladen. Ne? Also du, Pascal, macht das, der Stammtisch. Ne? Okay. Ja, also müsst ihr Ja, allerdings früh aufstehen. Genau, 10 10 sind wir Uhr da, geht ne? das los und um 13 Uhr ist dann Spielbeginn im Müngersdorfer Stadion. Und spätestens dann sehen wir uns, Leute. Ja. Und bis dahin, Bis dahin, 2 Prösterchen, macht's gut. 3 Punkte. Yes, Prost.